So, hey, habet Ehre, hier ist wieder euer Viva la Movolution Podcast mit unseren Warlegs für den Dezember 2020, aber es ist unsere erste Warleg-Folge fürs Jahr 2021. Warleg, voll der Mindfuck. Ich hoffe, oder sagen wir es so, man hätte jetzt vielleicht noch einen David Lynch-Film mit reinbringen können, dann hätte es sogar noch thematisch dazu passt. Ich hoffe, es sind alle gut ins neue Jahr reingeschlittert. Männer, mit mir sind dabei der Kani und der Corby. Hallo? Ich muss nur den Mindfuck verarbeiten von dir. Haha, so. Aber grüß dich, ja. Und während du noch verarbeitest, frage ich an Corby, wie schaut's aus? Was hast du geile Scheiße im Dezember gesehen? Oder schlechte Scheiße? Ich bin diesmal ganz weit weg von Filmen und Serien, weil filmtechnisch war ich eigentlich im Dezember super drauf, habe aber lauter alten Schinken angeschaut und außerdem haben wir in der Weihnachtsfolge da ein bisschen ausführlich drüber geredet. Und serientechnisch kann ich mich momentan mehr aufregen als positive Sachen zum sagen, aber damit ich was zum Verzeihen habe, erzähle ich über Spiele. Und zwar 3 Stück. Und alle 3 haben was gemeinsam. Und zwar, es ist für mich, Warleg war das irgendwie cool und gleichzeitig Warleg, ab einem bestimmten Zeitpunkt bin ich fast wahnsinnig geworden. Und zwar Spiel Nummer 1, Hollow Knight. Und ich glaube, jeder, der das Spiel kennt, würde jetzt sagen, ah ja, ich weiß schon warum. Oh ja. Hollow Knight ist ein total süß gestaltetes Metroidvania, also ein Jump-and-Run-Spiel, beziehungsweise man hat halt einfach eine große Levelwelt, in der man Fähigkeiten im Laufe des Spiels gewinnen kann, mehr Leben und sich halt da mehr oder weniger durchrätselt und durchkämpft. Das ist wirklich total süß gemacht, weil das haben insgesamt, glaube ich, 3 Leute entwickelt. Einer hat gezeichnet, einer hat das Ganze programmiert und einer hat die Soundeffekte dazu gemacht. Das Ding gibt's mittlerweile für PC, für PlayStation, Xbox und die Switch und ist ja total erfolgreich, aber wenn man das einmal länger wie eine Stunde gespielt hat und dann irgendwann einmal zu dem ersten Boss kommt, dann kann man halbert in den Controller eine beißen, weil man sich dann denkt, Kreuzkruzifix, das kann ja wohl nicht sein, dass das so schwer ist. Aber wenn man dann zumindest sie durch diesen ersten Boss nach dem 20. Versuch dann einmal durchbissen hat, dann kommt man mehrere Level in coolere Welten und da muss man halt echt sagen, da haben sie was Fantasie und Innovation angeht, ausgetobt ohne Ende. Es ist einfach mega schön zum Schauen. Es ist jetzt auch nicht so richtig mega Story irgendwo dahinter, aber es macht einfach Spaß, diese Welt zu erkunden und da vorwärts zu kommen. Aber jedes Mal, wenn irgendein fucking Boss kommt, dann denke ich mir, das kann es einfach nicht sein. Entweder ich bin so mega schlecht oder das Spiel ist so extrem schwer. Es gibt nämlich ja keinen Schwierigkeitsgrad. Also normalerweise, wenn ich bei einem Boss zweimal stirbt, dann denke ich mir, okay, dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade. Ich gehe einfach 2 oder 3 Stufen runter, am besten erstmal aufs Leichteste überhaupt. Aber das geht da nicht. Deswegen. Scheiß Pussy. Was? Jetzt warte mal. Ich habe in dieses Spiel 40 Stunden reingesteckt. Und dann, um irgendwann zu erfahren, damit ich auf diese 100% komme bei den Trophäen bei der PlayStation, komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich sämtliche Endbosse, und zwar die Endbosse, wo ich noch gar nicht war, hintereinander alle killen muss. Und ich glaube irgendwie 20 Stück oder so. Dabei kein einziges Mal sterben darf. Und das schaffe ich auch nicht nach 80 Stunden. Also, Kani, du brauchst mir nicht verzeihen, dass du das auf 100% durchgespielt hast. Ich rede da wegen Pussy nicht wegen dem, sondern weil es allgemein deinen Schwierigkeitsgrad auf leichter bestellst, du Pussy. Das Hollow Knight, das hat kein Mensch schafft das. Das ist einfach ein Ding, da macht. Wie viel sind das? 3 Leute hast du gesagt, das entwickelt. Mhm. Ich wichs alle 3. Euch 3 nehme ich auf eine Tante, sage ich, weil ich mich schon so viel aufgeregt habe bei dem Dreckspiel. Das ist ja unfassbar.
Also, es ist zwar echt, wie du schon sagst, voll geil und schön und lieb und alles hier und auch irgendwie so, für das eigentlich so putzig ausschaut, aber trotzdem so geile, melancholische Stimmung. Aber wie du schon sagst, wenn du da zum Gegner kommst, das eskaliert auf einen Schlag so dermaßen und dann musst du natürlich auch noch irgendwo, hoffentlich irgendwo gespeichert haben, also auf so ein scheiß Sitzbank können wir sein, sonst laufst du die ganze Dreckskarten nochmal durch. Boah, leck mich am Arsch. Also, das ist echt, das ist so viel Spaß, wie es machen kann. So dermaßen krass regt mir aber auf, dass der Controller eigentlich ein Wunder ist, dass der noch ganz ist. Stimmt, das ist auch nur so ein Punkt, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Also, in jedem Level gibt's vielleicht ein oder zwei so Bänke, das sind die Speicherpunkte. Wenn du verreckst, dann fängst du bei der Bank wieder an, aber du musst vorher erst wieder deinen Schatten oder deinen Geist irgendwie finden und besiegen, damit du wieder volle Leben kriegst. Weil das ist praktisch wie bei Dark Souls, wenn man da ja stirbt, dann muss man auch erst wieder zu seinem Geist. Aber ich glaube, wenn man einfach nur einen Screenshot sieht oder ein Beutel oder jetzt später dann danach googelt, wenn man das noch nicht kennt und sieht das dann anschaut, also so wie das gezeichnet ist, das schaut für Kinder aus, das schaut eigentlich total niedlich aus, das kann nicht so schwer sein. Vergesst es Leute. Das ist Hölle. Das ist also... Das ist ja. Dieses Ultra. Rasiert mir die Eier. Ja, nicht nur dir. Hat man zusammen da, hä? Ja, schon. Aber wie du schon sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand also auf 100% durchspielt. Es gibt ein Level, da war ich auch noch nicht, da gibt's einen Weg und ich glaube, der heißt der Weg des Todes oder so. Und da musst du Sprünge hinkriegen und eigentlich genau immer im Takt bestimmte Punkte erreichen, weil du halt sonst von allen Seiten mit Messern einfach zerschnitten wirst. Und das ist echt pervers, wenn du das anschaust. Ja, das hat ein paar so, wir haben uns dann einmal, weil ich spiele es mit einem Kumpel durch, das kommt auch noch erschwerend bei uns dazu, wir spielen es alle 2-3 Wochen mal. Und dann sind wir wieder so aus dem Konzept draußen, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir waren und dann erst einmal wieder 2 Stunden rumlaufen, dass wir uns in der Rekorden zurechtfinden. Und dann sind wir auch mal an irgendeinen Gegner hingekommen. Und dann habe ich gesagt, das ist doch unmachbar, der verreckt einfach nicht, diese Mistsau. Und dann haben wir ein Video angeschaut, was da wieder Freaks umeinander hupfen, das ist ja nicht feierliche Arbeit, ist nicht, was ist mit euch? Wie kann ich solche Sachen so gut kennen? Mein baldiger Schwager hat das mir empfohlen und hat das halt schon vor mir gespielt und war mehr oder weniger immer ein Level voraus. Und der hat mir halt dann schon gesagt, bei manchen Endgegnern ist es halt einfach so, du musst eine bestimmte Choreografie mehr oder weniger auswendig gelernt haben, damit du die halt dann auch besiegst. Und das hat er mir halt dann bei einem auch gesagt, wo ich gesagt habe, vergiss es nie im Leben, werde ich dieses Viech besiegen. Und dann schaue ich ihm halt zu und dann, ja, Sprung, zack. Und dann geht es ja 5 Minuten lang so, wo ich mir halt dann denke, okay, mein Geduldsfaden wäre schon wieder gerissen. Geht mir dann auch so, dass wenn sie so lang zirkt und man einfach nicht merkt, dass irgendwas vorangeht bei denen Mistviecher. Und ab und zu, man muss ja bei dem auch dazu sagen, ab und zu, glaube ich, soll es ja bei manchen Gegnern noch gar nicht sein. Das lernst du dann auch grundsätzlich auf die harte Tour, dass du hier noch nichts verloren hast. Ja, wenn du es dann bei YouTube wieder anschaust, wie es dann irgendwie mit 3 Leben oder so jeden Endboss da besiegen, ja, da kannst du eigentlich schon fast wieder verzweifeln. Ja, bin kurz vom Deinstallieren. Dann das nächste Spiel, das also auch wieder diese Konstellation hat, so okay, war irgendwie voll geil und wieder hab mich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur noch genervt, war Death Stranding. Dieses Spiel habe ich zu 100% durchgespielt. Death Stranding ist von Kochami. Kochicho Korama? Genau, von Kojima Productions. Das ist eine Spieleschmiede, die sie, glaube ich, mit was haben die gleich wieder für eine Serie gemacht, die so bekannt also ist? der Chef, der Hideo Kojima, ist der Gründer von der Metal Gear Solid 3. Genau, aber Kojima Productions hat das hat auch einige Teile produziert, genauso wie das weiß jetzt gar nicht, ob der nicht weg, weil der hat sich ich glaube, der war mit Capcom zusammen und die haben sie dann zagelt, glaube ich, und darum hat er dann Kojima Productions gegründet. Soweit mein Hintergrund ist, den ich jetzt gerade aus dem Stegreif da habe.
Jedenfalls ist der Hideo Kojima sehr von sich selbst überzeugt und bezeichnet sich ja selbst als Genie und hat den Geniestreich Death Strandings erfunden oder Death Stranding. Und Death Stranding hat was ganz Besonderes, und zwar sind in Death Stranding auch sehr viele Schauspieler mit dabei. Jetzt hört man schon, dass ich google, wer alles mit dabei ist. Guillermo del Toro ist dabei. Der Mads Mikkelsen ist dabei. Wie heißt der Wookie-Verschnitt von Walking Dead? Hast du auch schon gespielt? Norman Reedus. Ja, der Norman Reedus ist dabei, genau. Nein, ich hab's noch nicht gespielt, aber ich hab mich mit dem Spiel ich hab mich viel auseinandergesetzt und ich lese ja regelmäßig Play 4, mittlerweile Play 5. Und darum habe ich da immer ein bisschen was im Hinterkopf und also vor die Trailer und so weiter bin ich halt schon voll angefixt gewesen bei dem Spiel, aber da ich immer noch mit Witcher 3 beschäftigt bin, seit Äonen von Jahren, komme ich irgendwie nicht dazu, dass ich mir was anderes spiele. Also es sind echt geile Schauspieler dabei und Regisseure, die es halt auch sehr gut umgesetzt haben in dem Spiel. Eben der Norman Reedus spielt den Sam Porter Bridges. Das ist die Hauptfigur von dem Spiel. Und der Sam Porter Bridges ist Postbote oder Backerlfahrer. Und im Endeffekt geht's genau um diesen Death Stranding. Er ist Backerlfahrer in einer Art postapokalyptischen Welt, und zwar in einem postapokalyptischen Amerika, wo nicht Zombies unterwegs sind oder irgendwelche Freaker wie bei Days Gone, sondern es sind Tote. Aber keine Toten, die leben, sondern es sind Tote, sowas Ähnliches wie Geister, die sie nicht damit abfinden wollen, ins Jenseits zu kommen und dann die Lebenden irgendwie haben wollen. Also ich fange jetzt deswegen so ein bisschen das Stammeln an, weil so einfach das Spielprinzip ist, von A nach B Backerl zu transportieren. So abgedreht ist diese verrückte Story. Und irgendwie, je weiter ich in der Story gekommen bin, umso mehr habe ich mir gedacht, jetzt bitte Herz mal wieder auf. Also es gibt halt Gebiete, da sind dann diese Geister und die greifen die halt an. Und das Spielprinzip ist halt, wie schon gesagt, du tust Backerl ausfahren oder weniger sogar fahren am Anfang, sondern zu Fuß halt von A nach B bringen. Du kriegst natürlich Punktabzug oder wie in dem ganzen Spiel durchgehend Likes-Abzug. Also es gibt nur Daumen nach oben. Das ist dann auch übrigens das Level-System. Und wenn du irgendwie hinfällst oder du wirst halt angegriffen und die Backerl werden beschädigt, kriegst weniger Likes. Das wenn sie nicht ergeben hat. Genau, das wenn es in echt ergeben hat. Und diese ganze Story hat nur abgedrehte Charaktere. Also eigentlich ist der Sam Porter Bridges nur so der normalste, in Anführungszeichen, aber alle anderen Charaktere, die vorkommen, haben irgendwie einen echten Botcher, mehr oder weniger. ich möchte jetzt ja gar nicht so richtig drauf eingehen, sondern vielleicht nur auf eine Figur, die zu sehen ist, wenn man sich den Trailer anschaut und einem vielleicht im Gedächtnis bleibt. Und zwar hat der Sam Porter Bridges ein Baby dabei. Und dieses Baby ist ein sogenanntes BB, und also ein Bridge Baby. Und dieses Bridge Baby befindet sich in einem Glascontainer, das ihm diese Toten anzeigen kann. Also praktisch, wenn er in ein Gebiet kommt und dieses Baby nicht dabei hat, dann merkt er gar nicht, dass da irgendwelche Toten unterwegs sind. Das heißt, die greifen ihm halt dann an und ja, er kann sie gar nicht wehren. Und mit diesem Bridge Baby, das halt aus irgendwelchen Gründen, weil das halt nur nicht richtig lebt und deswegen die Toten irgendwie sehen kann, kann er halt dann gegen die kämpfen. Und er kämpft mit seinem eigenen Blut gegen die Dinger. Wie schon gesagt, es ist echt abdraht für das, dass halt dann du dein Level-System nur höher kriegst, indem du Backerl auslieferst. Und sie haben ja immer irgendeinen Grund für ihn, dass er noch weiter Backerl ausliefern muss, damit er dann die Welt rettet. Und am nachrichten hat mir das Ende gemacht, weil du hast dann das euch durchgespielt. Und dann denkst du, okay, und jetzt hörst du nur diese Endpassage an und dann spielst du es halt nur so weit, dass du halt alle Trophäen hast. Und dieses Ende geht 20 oder 25 Minuten lang und es fangen aber sofort auch die Credits an. Du hast aber keinen Peil, was du machen musst, weil du bist dann am Strand und du läufst halt dann da weg, weil du halt dann denkst, okay, dann laufe ich wieder zu meiner Station.
dann Abblende, er kann nimmer, er fängt wieder bei dem Strand an, dann geht wieder ein bisschen was von diesem Ende weiter, dann gibt wieder Credits und das geht halt einfach eine halbe Stunde so. Und du sitzt halt dann da und denkst dir, ja, greiz Gott, sie fix, nicht einmal das Ende ist so interessant, dass das ist gerade rechtfertigt. Das geht ja eh noch bei Metal Gear Solid 4, Mann, hat eine Abspannsequenz von 1,5 Stunden gehabt. Oh Gott! Da darfst du dann noch mit dem Film anschauen, wenn du fertig bist. Dann, damit du ja diese Trophäen dann kriegst, musst du, ja, wie in fast allen Spielen mittlerweile ja irgendwelche Sammelsachen finden. Und bei ihm sind's so Speicherdaten und auf diesen Speicherdaten sind dann praktisch entweder Orte oder Filme oder CDs oder Figuren, die den Herrn Kojima beeinflusst haben, damit er dieses Spiel kreiert. Und da sammelst du halt dann 50 solche Sachen und da sind dann auch überall Texte, wo, also Kani, du kannst es wahrscheinlich noch viel besser beschreiben, wo er halt einfach seinen Erguss darüber hat laufen lassen. Ja, wie gesagt, ich hab's noch nicht gespielt. Irgendwie dieses Backerl austragen macht die irgendwann so ein bisschen süchtig, weil das ist natürlich stumpf. Du hast schon eine komplexe Welt, aber also das ist halt schon ein bisschen herausfordernd, dass du nicht unbedingt irgendwo umfällst oder so. Das ist wie beim Fortgehen. Genau, also wie beim Fortgehen, nur dass du halt der Backerl nur ausliefern musst. Und das heißt, das ist halt dann auch irgendwo ein bisschen entspannend, weil das, wie schon gesagt, ist halt sehr stumpf, aber mit dieser ganzen Story und dieser Beweihräucherung ununterbrochen, das hat mich teilweise echt fertig gemacht. Also das hat mich noch mehr fertig gemacht, als ich dann gesagt habe, ich muss jetzt dieses Spiel wieder weglegen und einen Tag ruhen lassen, dass ich dann da wieder weitermache. Und ich habe dann für mich selber auch beschlossen, sobald ich diese 100% habe, wird es sofort gelöscht. Du bist ja ganz dicht, sagt ich. Ja, ich bin jetzt auf alle Fälle angefixt, weil wenn du über Story beschwerst, dann weiß ich, dass sie in der Regel gut sind, aber halt wirr und ein bisschen undurchsichtig und das verstehst du eben nicht und dann weiß ich, dass es gut ist. Ich hab mir ja letztes Jahr bei einem Warleck über Days... Also Mike sein Ding, eben Meta-Ebene. Über Days Gone so auslassen. Ich muss sagen, jetzt nachdem ich Death Stranding gespielt habe, ist Days Gone echt geil. Ich sag nichts über Days Gone, weil sich nämlich ein Bekannter von uns furchtbar aufregt, wenn du das Spiel absagelst. Ich hab gerade Days Gone gelobt. Achso, okay. Also Flo, wenn du das jetzt hörst, der Corby soll halt wieder in deiner Gunst gestiegen sein. Ja, also Flo, du hast absolut recht. Jetzt kommt ja drauf an, was er dazu zu deinem Segeln an Death Stranding sagt, weil ich glaube, das hat ihm gefallen, wenn mich nicht alles täuscht. Na, das Spielprinzip und sagen wir so, die ersten paar Passagen, das ist ja alles unterhaltsam. Es kommt zum Beispiel ein Regen vor, der dich altern lässt. Also du musst halt dann schauen, dass du vor diesem Regen die versteckst oder die halt irgendwo unterstellst, damit deine Pakete nicht kaputt gehen. Und irgendwie, diese Ideen im Einzelnen sind ja total cool, aber dieser ganze Storybatzen, holy shit. Das fällt für den Corby sein Hirn. Ja, einfach, das war zu viel. Mindblown wie nach dem Intro von Mike. So, und jetzt kommt mein drittes Spiel und das ist Gott sei Dank was sehr Einfaches zu erklären und zwar GeoGuessr. GeoGuessr ist ein Browser-Game und basiert mehr oder weniger auf Google Maps. Wenn man sich da kostenlos anmeldet, dann hat man ein Freispiel pro Tag und das Spielprinzip ist eigentlich ziemlich easy. Du wählst da eine Karte aus, wie zum Beispiel du sagst, okay, ich will Standort in Deutschland und der wirft dich einfach dann irgendwo in irgendeinen Ort in Deutschland und du musst herausfinden, wo du bist. Du kannst halt anhand von den Google Maps, also da, wo halt die Google Autos entlang gefahren sind, die Straßen entlang und dann halt schauen, okay, in welcher Straße bin ich, in welchem Ort bin ich. Und das ist halt dann teilweise ein bisschen kompliziert, wenn man halt echt gar keinen Peil hat, wo man ist. Und dann kannst du halt auf der Weltkarte einen Tipp abgeben, wo du bist und du kriegst halt umso mehr Punkte, je näher du deinen Standort gefunden hast. Also das Spiel hat immer 5 Runden. Man kann es ja gegeneinander spielen, man kann es ja unter Zeitdruck spielen. Wenn man es kostenlos spielt, dann hat man keinen Zeitdruck, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich wahrscheinlich fast nie herausgefunden, wo ich bin, die ersten paar Male. Aber es ist halt echt irgendwie ein total simples Spielprinzip, aber macht total viel Spaß.
Und das ist so eigentlich mein Warleck mit dem höheren positiven Anteil. Ein bisschen nervig ist nur, wenn man gerade diese Deutschlandkarten spielt, landet man leider sehr oft in Berlin und Berlin ist eine Scheißstadt. weil bei Berlin weißt du nie so richtig, wo du gerade bist und wo fängt Berlin an und wo hört Berlin auf. Und das dann herauszufinden, so dass du da punktsicher landest, ist sehr, sehr schwierig. Das hört sich nach Wojersdorfer Moser, Mike, oder? Naja, aber da ist es so schwieriger, weil da haben so wegen Häuser, an denen du dich orientieren kannst. Ich wollte gerade sagen, da musst du dich aber an die abgesteckten Federgrenzen orientieren, gell? Oder an die zusammengefundenen Hosen auf der Straße oder sowas. Ja, genau. War das jetzt der dritte oder der vierte? Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich beim Hintertupfinger sein Falscher bin. Also, ich bewundere da, also ich hab mir das über Rocket Beans angeschaut, da spielen sie das, da hast das Geo-Battle und die spielen das halt weltweit, also mit der Weltweit-Karte und das ist schon beeindruckend, wenn die halt herausfinden, keine Ahnung, dass die gerade bei den Bahamas sind oder irgendwo in Russland, weil in Russland kannst du ja anhand von der kyrillischen Sprache überhaupt nicht, also du kannst ja nichts lesen, also du kannst Russisch. Ja, passt, bin dabei, sogar bläht. Also ich kann eigentlich nur jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Macht irgendwie total viel Spaß. Und auch wenn es 5 Runden klingt nach wenig, wenn man aber sehr genau sein will und da viel Punkte erreichen möchte, dann kann man da schon mal für so 5 Runden, 1,5 Stunden investieren. Wenn man keine Ahnung hat, wo man ist und einen schlechten Orientierungssinn hat. Ja, willkommen im Club. Bin jeden Tag froh, wenn ich von der Arbeit heimfinde. Oder zum Auto. Ja. Okay, passt. Soweit. Jetzt mach einfach ich weiter. Ich weiß nicht, verdaust du noch oder kannst du schon? Kannst du schon. Was, ob ich verdau? Ja, verdaust du noch. Mein Meta-Gag vom Anfang. Ach so, ja, ich verdau nur ein wenig, ich höre mir erst ein, so. Okay, passt. Ich hab's endlich mal wieder zusammengebracht, dass ich mir so um die Weihnachtszeit die Zurück in die Zukunft Trilogie am Stück angeschaut hab. Ich hab meiner Frau einfach mal schnell so den Vorschlag gemacht und hab eigentlich mit Gegenwehr spekuliert gehabt, aber es hat geheißen, ach ja, okay, haus einmal rein. Gut, ich möchte halt fast behaupten, jetzt das Endfazit vorauszunehmen, die Zurück in die Zukunft Trilogie ist eine von den schlüssigsten Trilogien überhaupt, weil es wirklich alles so gut ineinander greift von Teil zu Teil, wo es wirklich total Spaß macht. Der Marty McFly, gespielt vom Michael J. Fox, und der Emmett Brown, der gespielt wird vom Christopher Lloyd, haben ein wahnsinnig geiles Duo. Es sind super coole Wortwitze dabei. Die ganze, ja, das Aufeinandertreffen von den verschiedenen Generationen ist super gemacht, wo man halt wirklich den Zeitspanne hat von 1955, 1985 und dann 2015, wobei man sagen muss, 2015, da ist dann schon die Zeit, wo der DeLorean dann fliegt und so, also sie haben da schon ganz schön weit vorausgegriffen, also wir haben noch nicht einmal annähern so weit. Und wo es dann in einer Szene am Anfang vom zweiten Teil heißt, ach ja, das ist ja toll, also quasi, nichts ist genauer als der Wetterbericht. Da muss man halt heute noch ganz köstlich lachen, weil ich mir halt fast behaupten, dass fast nichts so ungenau ist wie der Wetterbericht, außer vielleicht nur der Fahrplan von der Deutschen Bahn oder sowas in der Richtung. Die Filme sind der erste ist von 85, der zweite von 89 und der dritte gleich drauf 1990, in einem Zeitraum quasi von 5 Jahren entstanden. Der erste Teil soll halt eigentlich anfangs für sich allein stehen und der Schlussgag soll halt eigentlich nur ein Gag sein. Aber es hat sich natürlich angeboten, dass man da eine Fortsetzung draus macht, wobei es der Zweiter dann nochmal so richtig übertreibt und direkt eine Fortsetzung folgt, Ende reinklopft. Die Filme könnten an sich nicht unterschiedlicher sein, weil, wie gesagt, der erste Teil spielt großteils 1955, der zweite 2015 und dann der dritte Teil, der spielt dann direkt im Wilden Westen. Anfangs habe ich mir gedacht, ja, schauen wir uns den dritten überhaupt an oder lassen wir es dann beim zweiten? Wo mein Vater dann gesagt hat, wenn, dann ziehen wir schon durch, dann schauen wir alle 3. Habe ich mich auf den dritten am wenigsten gefreut und war dann aber am meisten überrascht, wie gut, dass der dann trotzdem funktioniert. Ich bin nicht so der Western-Fan, aber an sich ein ganz toller Abschluss von einer ganz tollen Trilogie. Ja. Jetzt weiß ich nicht, kennt von euch wahrscheinlich auch jeder, oder? Nur nie gehört. Wow. Nein, Sally.
Schralle. Also ich glaube, in meiner Kindheit war das so der Film, den ich am meisten gesehen habe. Na, weil bei mir ist dann noch so gewesen, dass ich gesagt habe, dass ich wegen so zurückspekuliert habe und dann, ja, wie lange ist jetzt eigentlich her, dass ich den Film jetzt zum letzten Mal gesehen habe? Dann bin ich drauf gekommen, dass es eigentlich mindestens 15 Jahre sind, wo ich die zum letzten Mal gesehen habe. Das ist schon eine Ewigkeit. Aber wie gesagt, wie du schon als Kind ewig oft, also schon gleich jetzt Wochenende, einmal ein VHS aufgenommen. Ja, ich bin so alt, ich hab noch VHS aufgenommen und dann haben die Teile auf und runtergelaufen. Also an die Kinder, die nicht wissen, was VHS ist, das sind Videokassetten. Genau. Genau, aber nicht die Kassetten, die man ins Auto gesteckt hat. Habt ihr den geilen Gag mitgekriegt, der da letztes Jahr auf in die sozialen Medien drum gegangen ist, als das Beutel vom McFly seine Eltern fotografiert haben und dann haben angefangen, dass das Leute posten. Hab dieses alte Bild hier gefunden mit dem und jetzt sollen sie es bitte alle teilen, damit man den Besitzer von dem Beutel ausfindig machen kann. Und da waren nicht die Eltern von McFly drauf, das war das Beutel aus Zurück in die Zukunft. Und die geilen Leute, die es halt nicht kennt haben das aber voll ernst teilt, dass man bitte alle mitmachen sollen, damit man das zurückgeben können, das tolle Beutel aus der Vergangenheit. Jetzt habe ich schon mal nicht so wenig mitgekriegt. Nein, also vor allem Zurück in die Zukunft hat ja vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren jetzt mittlerweile, wo 2015 ja losgegangen ist, ja auch nochmal so ein bisschen einen Hype gehabt, mit dem das ja im zweiten Teil eben das Jahr behandelt worden ist. Dann gab es ja ganz viele Vergleiche. Was gibt's mittlerweile überhaupt wirklich? 3D-Kino und so. Und was war damals die Erwartungshaltung? Wie langweilig ist das jetzt eigentlich? Und leider haben wir es bis zu Jaws 19 haben wir es nicht geschafft. Na. Noch nicht. Das Geiste im zweiten Teil mit dieser ganzen Zukunftsvorstellung ist in meinen Augen einfach die Pizza. Oh ja, keine Hydrierpizza wie du, Mom. Ja. Wie lange dauert's denn noch? Wie lange dauert's? Keine Ahnung, 5 Sekunden oder 10 Sekunden? Ja, also wie gesagt, kann man sie jederzeit wieder einbauen. Haben das super gut gealtert, auch von den Special Effects her, man kann wirklich nicht meitern. Der Soundtrack von Huey Lewis and the News, The Power of Love, ein Evergreen, möchte ich fast behaupten. Ja, unbedingt anschauen, eine von den besten Trilogien, meiner Meinung nach. Vor allem ein super Schauspiel von Michael J. Fox, den man ja viel zu wenig dann später gesehen hat. Leider. Das stimmt. Den letzten, wo ich noch wirklich von ihm weiß, das war The Frighteners von Peter Jackson. Da war er auch ganz stark. Da war aber der Film auch ganz stark. Also da hat er perfekt reingepasst. Aber dann wird's, glaube ich, ganz schön eng. Ja, mit seiner Parkinson-Erkrankung hat er dann irgendwann das immer mehr zurückgesteckt. Ja, und jetzt mittlerweile, wenn man jetzt sieht, man merkt da, dass ihm der Kampf gegen Parkinson viel Kraft gekostet hat. Mhm. Ja, ist sehr schade, sehr schade. Dann noch was, und zwar höre ich zur Zeit allerweil gern Bayern 1. Auf die Tatsache hin, dass Bayern 3 und Antenne Bayern momentan total versifft mit Gewinnspielen und irgendwelchen ganz schlechten Umfragenpunkten. Punktet Bayern 1 momentan mit richtig cooler 80er-Mucke. Und ich hab im Autoradio gehört vom Ray Parker Jr., was für ein Lied? Ghostbusters! Und dann bin ich heim und hab wieder zu meiner Frau gesagt, hey, wie schaut's aus? Auch wieder in der Annahme, dass ich jetzt gleich eine rote Karten krieg. Hey, wie schaut's aus? Schauen wir uns heute auf die Nacht vielleicht Ghostbusters an. Ach ja, kann man machen. Gut, haben wir uns Ghostbusters angeschaut von 1984. Ja, ein Wahnsinnsfilm. Also der Film ist mittlerweile genauso alt wie ich, 36 Jahre, und kann man wirklich nach wie vor super schauen, wo es der Film von 2016 nicht von sich behaupten kann. Ich habe ganz oft Vergleiche ziehen müssen, aufgrund der Tatsache, dass wirklich auch in dem alten Film richtig coole Wortwitze rüberkommen oder dann auch Witze funktionieren, die einfach einmal nur das Schauspiel von den Leuten hervorhebt, wie die Szene, wenn sie einen ersten Einsatz haben und dann haben sie in dem Lift und dann sagt der Ray, schalte mich ein, und dann schaltet er ein Ei und dann schaltet er quasi den Nuklearbeschleuniger ein und dann geht der Egon noch so seitlich an ihm vorbei und versucht sie in der Ecke zum Drucker, falls das Teil dann doch explodiert, wo ich mich jetzt wieder total amüsieren muss, weil wenn da so ein Nuklearbeschleuniger um die Ohren fliegt, dann hilft's da nichts, wenn du dann Schritt auf Zeiten gehst. Ja, lauter so Sachen. Also der Film punktet mit der Musik, mit richtig geile schauspielerische Leistungen, also richtig
wie heißt der Bill Murray und der Dan Aykroyd sind wirklich in Spielerlaune. Die Effekte haben auch super gut gealtert, bis auf ein paar Stop-Motion-Animationen von den Hunde, in Anführungszeichen, die Dämonenhunde. Aber sonst kann man da wirklich nicht meitern. Die Musik, wie gesagt, vom Ray Parker Jr., der Titelsong Ghostbusters, ist Weltklasse, funktioniert nach wie vor. Und ja, also ich werde mir jetzt an den nächsten und zweiten Teil einbauen. Den habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Und ja, also ich finde Ghostbusters nach wie vor eine Granate. No Dana, only Soul. Genau, richtig. Weltklasse, kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, oder? Ja, Logo. Wenn man das nicht kennt, dann gibt's Sackschellen. Gut, richtig, so muss das sein. Aber erst vor 2 oder 3 Jahren war auf Netflix, meine ich noch, die Zeichentrickserie drin, die alte, die haben wir erst komplett durchgehauen. Weltklasse. Die ist genauso geil. Sehr stark. Und ich freue mich da schon stark jetzt auf die Fortsetzung. Oh ja. Wobei man da immer noch nicht weiß, wann die wirklich kommen soll, oder? Aufgrund der ganzen Verschieberei. Ja, angeblich ist es immer noch für den Sommer, meine ich, angesetzt, wenn mir da alles täuscht. Okay. Ja, aber dann drücken wir mal die Daumen. Ja, genau. Drum lasst euch schnell alle impfen, scheißegal, was da drinnen ist, hauptsache mit dürfen ins Kino gehen. Ab. Wir wollen mal Ghostbusters Legacy sehen. Aber hallo. Und dann habe ich noch einen Film gesehen von 2020, und zwar Antebellum. Das ist ein Regiedebüt vom Gerard Bush und Christopher Renz. Die haben auch das Drehbuch zu dem Ganzen geschrieben. In der Hauptrolle sagt man die Janelle Monáe. Die ist eigentlich Sängerin und hat da quasi ihr Spielfilm oder ihr Schauspieldebüt. Und die Jenna Malone spielt mit, die kennt man aus Neon Demon vom Winding Refn. Der Film geht ein wenig in die Richtung gesellschaftskritisch und geht mit dem Horroraspekt Rassismus um. Er geht in eine ähnliche Richtung wie Get Out und Wir vom Jordan Peele, wo es eben ganz viel um Diskriminierung, Rassismus geht und ja, mit der ganzen Black Lives Matter Bewegung, die sie da aufgetan hat. Im Endeffekt geht's um Sklaverei. Man sieht quasi den wirklich schrecklich harten und brutal grausamen Alltag von Sklaven auf einer Plantage. Bis dann auf einmal ein ganz brutaler M. Night Shyamalan Twist entsteht. Also, wenn man sich den Trailer vor dem Film schon mal angeschaut hat, dann weiß man den Twist eigentlich Also, ich weiß nicht, ich soll da jetzt nicht sagen, oder, den Twist, weil, wie gesagt, im Trailer sagt man... Nein, schweig still, wir haben auch noch nicht gesehen. Wenn ich es jetzt weiß, schauen wir keinen Trailer auch nicht an. Okay, passt, macht das. Und eine Warnung für alle da draußen, wer Antebellum singen möchte, haut sich den Trailer nicht rein. Also, ich hab den Trailer gesehen, also einer von den wenigen, ich bin normal selten einer, der Trailer schaut, aber wie gesagt, der versaut da eigentlich hübsch alles, weil da wird da alles aufs Brot gestrichen, wo es dann noch 40 Minuten für ein Turn und Twist entsteht. Wo es ein bisschen schwer macht, über den Film zum Schmerzen. Ja, weil man nur bis zu der ersten Dreiviertelstunde so ungefähr reden kann. Aber wie gesagt, es ist ein gesellschaftlich sehr relevanter Film. Man bekommt wirklich einen brutalen Hass auf die ganzen Leute, man bekommt einen Hass auf die Weißen, sagen wir es mal so, wie da mit den Farbigen umgegangen wird. Oh Mann, nur mehr der Selbsthass. Was? Oh Mann, noch mehr der Selbsthass für mich. Noch mehr Selbstgeißelung, den kompletten Film. Klang mir so schon, wenn ich in den Spiegel schaue. Der Film hätte eigentlich im Sommer 2020 in die Kinos laufen sollen, ist aber dann mit dem ganzen Corona-Scheiß da ewig verschoben worden, ist aber dann Ende 2020 ein Video on Demand rausgekommen, in den USA, eben auch bei uns bei Amazon Prime. Und war da ein riesiger Erfolg. Ich kann er nicht uneingeschränkt empfehlen, weil wenn man ihn vergleicht mit den Jordan Peele-Filmen Get Out oder Wir, da waren die um einiges gewitzter. Also der Film haut da dann eher das Ganze mit so einem Dampfhammer um die Ohren, dass wirklich man kann sich besser mit einem Night M. Shyamalan Twist beschreiben, da wo du wirklich in eine bestimmte Richtung denkst und auf einmal haut's dir wo's her und der Film schlägt einen Haken. Und es ist für mich alles ganz anders. Ja, also nicht uneingeschränkt zum Empfehlen, weil der Twist wirklich brutal ist. Aber man soll jetzt den auf alle Fälle mal angeschaut haben, allein schon wegen der ganzen... Also du darfst ihn empfehlen, weil bei... Wegen Rassismus. Na, in Letterboxd hast du ihm 2,5 Sterne gegeben von 5. Ja, also wie gesagt, es ist also ein Mittelding. Also es ist, deswegen tue ich mich schwer, den Film jetzt uneingeschränkt zum Empfehlen.
weil eben der Twist so gar ist, wo es dann auch sagst, ja, macht das überhaupt Sinn und ist das irgendwo in der Richtung realistisch dann? Also das Warleck bezieht sich auf den Twist. Ja, richtig. Okay. Und wie gesagt, ein paar Leute, es gibt nicht viel dazwischen. Also ich bin eher schon der wo dazwischen drin ist mit 2,5 Sterne, aber entweder kommt er extrem gut davon und er war in einige Bestenlisten von 2020 dabei, war aber in ein paar, ja, die Flop-Listen dabei. Also wie gesagt, man soll jetzt sich vor dem Film eigentlich seine eigene Meinung machen, ohne den Trailer vorher gesehen zu haben. Man muss ja sagen, rein vom Titel her und vom Bild her kann man sich da eigentlich überhaupt nichts drunter vorstellen. Okay. Finde jetzt ich. Also, hätte dir Antebellum sofort was gesagt? Ja, natürlich. Nicht. What? Nein, also wirklich das war gerade echt überrascht. Nein, natürlich nicht. Ich habe noch schauen müssen, Antebellum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet vor dem Krieg. Genau, mehr da kann ich jetzt noch gar nicht mehr klugscheißen dazu, weil ich dann schon wieder ausholen müsste zu dem Twist. Also wie gesagt, schaut's euch an und schreibt's uns dann in die Kommentare mal irgendwo was rein oder schreibt's uns eine Nachricht, wie euch den dann gefallen hat und ob euch der Twist genauso aus der Bahn geschmissen hat wie mir. Okay, dann habe ich schon ungefähr Ahnung, wie er ausgeht. Okay. Also dann schreib's mal du was in die Kommentare dann. Okay, passt. Aber das heißt, jeder, der Abitur hat, der hätte eigentlich locker herausfinden können, um was in dem Film geht. Ach, so krass ist's nicht. So krass Du ist's hast nicht einmal einen Hauptschulabschluss, du Säumer. Wer? Ja, nein, nicht du, der andere Sepp, der vom Abitur schnackst. Was, ich? Nein, stimmt, ich brauche keinen Hauptschulabschluss, wenn ich mittlere Reife habe. Ah, meine Schule war die Straße. Oh. Ja, genau. Der Gräuboden. Aber hallo. Und auf der die Straße kennt keinen Gewinner, oder? Ja, aber echt, der Geilboden ist ein Herzpflaster, da ist ein Menschenleben nichts wert, der ernten. Oh, lecker. Ja, genau. Hast du ein Bier? Na, weg. Durchschnittsalter sind wir 20. Was bist du, Student? Zack, Messer in die Rippen, du Bitch. 20 € Jackpot. Ja, du kannst jeder mit gescheit ackern. Was ist denn los? 0. Genau, jetzt, Conny, hast du alles verdaut? Dann raus mit deinen Tops und Flops. Ja, gut, fang ich mal an. Ich mach's ein bisschen schneller, weil es ist zwar nicht wisst, wann's aufhören soll. Also, fang an mit, war Lex so ein Scheißdreck, mit dem Film Mutant River angeschaut. Und zudem gibt's eigentlich nicht mehr zum Sagen, als war Leck ist das ein Scheißdreck. Bin selten so, dass ich in Extreme sprich, wenn es mich voll aufregen, ich versuche noch ein bisschen was kurz abzugewinnen, aber in dem Fall geht's echt gar nicht und ich hab den sogar angetüdelt gesehen und dabei gefällt mir da sowieso gleich viel mehr. Aber das ist ja, also da passt nichts von der Synchro, von den Schauspielern, von der Geschichte, von einfach alles. Ich hab dann ab der Hälfte haben wir mehr ins Glas geschaut als in dem Fernsehen. Und jetzt, wenn wir hingeschaut haben, dann haben wir uns einfach nur wieder gegenseitig hochgeschaut und den Kopf geschüttelt und haben gesagt, ja, dann hier lassen wir anstoßen, war. Der ist so schnell wieder in der Versenkung verschwunden, der Film, so schnell ist schon lange gar nicht mehr verschwunden, weil das einfach, ich weiß nicht, was das soll. Fahren ein paar komische Hans-Wursten, fahren irgendwie in die britischen Kanäle umeinander, dann sind da irgendwelche Mutanten, die wollen wieder allen Erwartens die Leute essen und ja, das ist einfach alles dumm. Das ist alles dumm, ich weiß nicht. Also, wenn du einen Film beschreiben musst mit nur einem Wort, dann ist Mutant River der richtige, weil den kannst du nur mit dumm beschreiben. Mutant River, jetzt? Ja, also, ist der Barge People oder so, glaube ich. Helmut Newton verstanden, keine Ahnung. Ja, der ist auch nicht gut gewesen, der Film, der war auch nix. Waren wenigstens die Mutanten gut gemacht? Klar, die haben meine alle auch gleich ausgeschaut. Also die haben ja nur ein bisschen Masken aufgehauen. Also da gibt's mir einen Karton, den mache ich nass und klatscht dann ins Gesicht und schaut's genauso aus. Okay. Also ich habe gerade noch gehört, dass die Synchro unterirdisch sein soll. Ja, die ist sowieso für den Popo gewesen. Aber da war dann irgendwann am Fernsehen. Ja. Auf Prime, auf Netflix, keine Ahnung. Im Regal haben wir einen Steh, wo der hingehört. Beziehungsweise der gehört eigentlich im Müll. Ich wollte gerade sagen, also den hast du schon gekauft. Ja, den habe ich davor schon gehabt, was soll ich denn tun? Aber auf alle Fälle war Leck so ein Scheißtrick. Und dann war Leck, was mich voll aufregt, das ist jetzt wieder mal was ganz was anderes, aber das nervt mich einfach und ist mir heute schon wieder passiert, also muss ich mir jetzt mal wieder drüber auslassen. Wenn ich mich irgendwo ummelden muss und der nächste Wichser tut mir als erster einen Nachnamen zum eingeben und dann einen Vornamen hier und ich muss das wieder austauschen, weil ich grundsätzlich mit dem Vornamen anfange, dann fahre ich zu den Webseiten, programmiere ich hier und hau ihn so dermaßen Griffen her, weil mich das einfach nervt.
Normale Menschen stellen sich mit dem Vornamen vor. Was soll denn der ganze Bullshit? Als erst Vorname, dann Nachname. Bitte merken. Gabi, du bist in der Softwarefirma, gib das weiter an dein Netzwerk. Ja. An alle. Wir haben da so ein Kartell, genau. die sich nur um Namen kümmern. Software-Bilderberg-Treffen, oder? Ja, eigentlich wollten wir jetzt erst einmal die zweiten Vornamen und dann den Nachnamen und dann den richtigen Vornamen. Mit darf's nicht wundern. Das war nur ein Funkenbläder, mit darf's nicht wundern. Knicke für Programmierer. Ich flippe aus mit dem Scheißdreck, leg mit Stone auf. Und dann schaue ich, dann heißt es wieder, ich kann nicht speichern oder dann heißt es wieder, sonst irgendwas, das nervt mich einfach. Was ist mit euch? Macht das einmal gescheit. Ist einfach mal wieder so eine Kleinigkeit, die mich selber voll aufregt. Und ich habe aber ein Wort geil, weil es was richtig Geiles wieder gibt, und zwar der Peru Le Fou, oder wie wir es mir nennen, das Label Peru Le Fufu, weil wir nicht wissen, wie man es ausspricht. Die bringen in einer Uncut-Reihe im April als nächstes ein Mediabook zu Al Morir, La Matinee oder Red Screening wieder eingeenglischt heißt. Und da haben ich und der Mike haben uns da gegenseitig schon zum Hardline-Recap angefappt. Und ja, da wird ein kleines Träumchen war, wenn zu dieser coolen Reihe, zu der schon jetzt Mediabook im Regal drin steht, dann wieder mal so ein Hochkaräter rauskommt. Da freue ich mich schon, und der Geldball waren schon wieder, weil er weiß, dass er bald wieder genötigt wird. Ich habe die Ankündigung halt auch gelesen und ich finde das Cover brutal stark. Das ist Weltklasse, das Cover. Das ist absolute Weltklasse. Also richtig, bei dem passt wieder mal alles. Film geil, Cover geil, Label geil. Aber warum haben sie nicht drunter geschrieben, Red Screening, der Augensammler? Das hätte schon wieder voll gepasst. Ja, aber wir sind ja nicht mehr in die 80er bei die Eindeutschung der Titel. Ja, aber irgendwie war es schon geil. Und was hast du gestern gesehen? Ja, Harry Potter, und du, der Augensammler. Solange es sowas ist wie Braindead, der Zombie-Rasenmäher, Mann. Ich möchte gerne mal den Zombie-Rasenmäher gerne mal sehen, dem wo er da macht. Ja, oder der Umleger, oder wie hat der Film geheißen? Der Umleger. Ja, gibt's doch auch einen. Was sind das für Namen? Was ist los mit euch, Idioten? Dann lasst ihr einfach die englischen Titel. Der Umleger. Ja, unglaublich. Keine Ahnung, ich glaube, das ist also ein Kartellding. Ich glaube, es gibt irgendwo in der deutschen Filmindustrie irgendwelche Typen, die immer sagen, also entweder es klingt zu sehr wie das Original, oder in Deutschland wird man das nicht so richtig unterscheiden können. Wir müssen da schon nur noch irgendwas Cooleres draus machen. Und was die halt immer unter cool verstehen, ist halt dann das, da kommt halt dann am Ende, stirbt langsam jetzt erst richtig raus. Ja, genau. Vor allem der Film, der Umleger heißt im Original The Town That Dreaded Sundown, und das werden ganz viele Leute oder ganz viel während dem deutschen Publikum keine Intelligenz zugetraut haben, um den Titel auszusprechen. Was ist das? Der Down, der Dreaded Sundown. Ja, was weißt du nicht, was das ist? Da mag ich mal schön über einen Umleger anschauen. Ich weiß auch nicht, da machen wir einen Umleger. Oh je, super, gut gemacht. Das ist ja das, wenn die Führungsriege, die das entscheidet, wahrscheinlich am Altersdurchschnitt von der CSU hat, dann kommt halt so ein Zeug aus dabei, wenn 70-Jährige meinen, sie müssen coole Sachen tun. Ja, genau, das habe ich gemeint. Flippy aber man muss aber dazu sagen, der letzte Oberdreckstitel, den wir umgeändert haben, war ja der, wie hat's geheißen, The Wretched, und dann war es The Witch Next Door. Also das ist eins, wo ich sage, warum nicht The Wretched lassen? Das kann jeder ausschmatzen, das ist kurz, aber warum muss es dann wieder The Witch Next Door sein? Warum? Ja, aber lieber ein bisschen Englisch umgeändert, als dann auf einmal heißt, die Zauberdame oder so ein Mist. Wenn sie nach dem anderen. Ja, also wenn's irgendwas verdeutschen, dann ist es meistens schlimmer wie im Original. Ja. Aber das waren auch schon meine 3 Warlegs. Okay. Ich mag euch nicht so lange aufhalten. Ja, passt. Leute müssen aufs Bett. Ja, auf alle Fälle. Dann sage ich merci dabei. Und wir hören uns dann quasi wieder zu die Warlegs zum Januar. Dann sage ich merci, dass ihr Zeit gehabt habt, ihr zwei Burschen. Immer für die, Mike, immer. Aber merci. Und an euch da draußen, dort uns liken, dort uns teilen, positive iTunes-Rezessionen schreiben, bitte. Ich hab noch eine Warleg geil vergessen. Sag's. Weil wir haben bei Apple Podcast hat uns einer kommentiert, dass wir voll der geile Podcast sind, und der hat aber leider ein Pseudonym benutzt, und zwar King of Queen oder Queens. Und war geil, dass du den einen Sternbewertung wettgemacht hast, so wie den einen Sterntypen suchen da in Wix, da die gern suchen, dass ich da einen Wix, aber leider aber leider bist du ja mit einem Pseudonym unterwegs, und darum kann ich das nicht tun, aber fühl dich von mir unsittlich berührt, gell? Dankeschön. Sehr fein, hast du schön gemacht. Ja, bitteschön, das war ich. Ach so, nein, die Wichse können.
Nein, das war ein Witz, das war ich nicht. Ich darf nie 5 Sterne geben. Da willst du von mir schon wieder einen Handshop erschleichen, gibst du? Ein schwedisches Ruderboot. Ja, aber nein, schwedisches Ruderboot ist ja nicht schwul, wie man wisst, weil man keinen anderen Penis anfasst. Ah, okay. Ja, muss das Second Mary Make-up Porno wieder mal anschauen, dass du weißt, wie das schwedische Ruderboot geht. Seit Release nicht mehr gesehen. Weltklasse, die bauen wir jetzt wieder ein. Sieh dir mal die Scheiße an, Teufel. Alles klar, also das Niveau ist ganz unten, also machen wir jetzt Schluss, macht's es gut und habe die Ehre. Servus. Ciao. Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der, wer war's? Bilderberg? Ne? Unterberg. Welt. Ich werde es nicht lernen. Nein.